Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche hier bei Nachbarn on Air, Ihrem Nachbarschaftsfernsehen aus Hamburg für Hamburg. Heute mal aus Norderstedt, aus unserem Studio, und das aus personellen und terminlichen Gründen, aber mit hochinteressanten und tollen Gästen. Denn bei uns geht es heute um die plattdeutsche Sprache und deswegen sind bei uns Benita Brunnert, Schauspielerin, Sprecherin, Moderatorin und ehemals auch hier bei uns mal gearbeitet. Benita, schön, dass du hier bist. Schönen guten Tag. Moin. Moin. Und Gesche Scheller vom Quickborn Verlag, dem Verlag, der für die plattdeutsche Sprache, für die Bucherscheinung verantwortlich ist. Schönen guten Tag, liebe Frau Scheller. Moin. Moin. Ja, ganz kurz, ob platt, wie wird so eine Begrüßung gehen, Benita? Ja, also ich als Echtef. Moin und herzlich willkommen. Also es ist kurz und knackig, was die plattdeutsche Ja, wir Sprache holen uns nie betrifft. lang ab. Sehr schön. Sie sind hier, weil Sie auch ein neues Buch geschrieben haben oder herausgebracht haben, liebe Frau Scheller. Flünken für de Seel. Seit dem Frühjahr gibt es das. Worum geht es genau in diesem Buch, in dieser Anthologie? In diesem Buch haben wir 10 Autorinnen angesprochen, ob sie ihre Geschichten mal aufschreiben würden für ein Buch mit dem Titel Flünken für de Seel. Und wir haben da sehr, sehr interessante Frauen gefunden, unter anderem ja auch Benita, die ganz hervorragende Geschichten in diesem Buch hat. Und es war uns ein Anliegen, nach 20 Jahren, wir haben vor 20 Jahren schon mal ein solches Projekt gehabt, das wieder zu machen. Und es ist wunderbar geworden und wir freuen uns, dass Benita Brunnert eben daraus auch oft liest und auch die anderen Autoren. Flügel für die Seele, liebe Ja. Benita. Worum geht es in deinen Geschichten? Ich glaube, 3 sind es, glaube ich, die du geschrieben Genau, hast. Ne? es sind Erzähl mal. 3 Texte und als mir Gesche gesagt hat, schreib mal Flünken für de Seel, habe ich gedacht, ach, das klingt sehr nach heile Welt. Ja. Es ist aber plattdeutsch immer. Ich möchte mal was ganz anderes machen. Das kann man ja auch ganz anders interpretieren und deswegen sind meine Geschichten nicht unbedingt Wohlfühltexte, sondern es geht um Mord, es geht um Gewalt und es geht um Trauer und Trauerbewältigung. Sind es denn real erlebte Geschichten oder sind es Nein, so aus schlimm deiner ist es. Fantasie? Man weiß es ja nicht. Nee, so schlimm ist das Gott sei Dank nicht. Mir wird auch niemand umgebracht. Nein, aber alle 3 Texte haben etwas miteinander zu tun, alle sind miteinander verbunden. Es erzählt eigentlich ein und dieselbe Sache aus 3 verschiedenen Perspektiven und zeigt eben auch, was der Seele den Flügel verleihen kann. Ja. Frau Scheller, warum wurden denn nur Frauen ausgewählt? Hat das einen besonderen Grund oder ist das Zufall gewesen? Nein, das war das war der beste Grund, solch ein Buch zu machen, weil hauptsächlich sind eigentlich Männer im Niederdeutschen unterwegs. Wenn wir an Jared Dibaba zum Beispiel denken, der ja sehr populär ist. Jared schreibt auch die Bücher bei uns in unserem Verlag. Es gibt so viele, Matthias Stürwohl, der in Schleswig-Holstein viel unterwegs ist. Und die Frauen sind genauso gut, wenn nicht sogar in einigen Teilen besser, aber haben nicht solch eine große Bühne. Und das war uns einfach ein Anliegen zu sagen, wir machen das mal. Nur Geschichten von Frauen, aber auch für Männer. Auch Männer können die lesen. Also, ja. Auch platt geschrieben eigentlich? Eins ob platt. Eins ob platt. Ja, Sie sprechen gut Plattdeutsch, habe ich gehört. Beten. Beten. Beten Plattdeutsch. Wie populär ist denn die plattdeutsche Sprache auch immer noch? Oder wie populär sind plattdeutsche Bucherscheinungen? Also es ist ganz unterschiedlich. Den Verlag gibt es seit 110 Jahren. Viele Vorgänger vor uns haben sich daran versucht und sehr erfolgreich auch versucht. Dann haben mein Mann und ich vor 40 Jahren den Verlag gekauft und haben das immer weiter ausgearbeitet. Und es ist uns bestimmt auch gelungen, dass viele Menschen, die heute Plattdeutsch sprechen oder hören, im Rundfunk vom Plattdeutsch hören, sofort an Quickborn denken. Reimer Bull war jemand, der auch sehr häufig hier in Norderstedt aufgetreten ist. Christa Heisebatt kommt aus Norderstedt, Kulturpreisträgerin, auch eine unserer Autorinnen. Also wir haben uns da immer ziemlich viel Mühe gegeben. Ina Müller hat 3 ihrer Bücher bei uns veröffentlicht. Also ja. Ich höre daraus, die plattdeutsche Sprache ist nach wie vor angesagt. Wir sprechen gleich noch mit Ihnen beiden weiter, wollen aber erst mal ein wenig sportlich werden. Ganz kurze Frage an Sie, weil Sie schon hier sind. Welche Rolle spielt Sport bei Ihnen beiden, Benita? Sport? Erzähl. Nee, eigentlich gar nicht, außer dass ich ab und an Sportwanderung mache. Also am Wochenende gab es in Hamburg den Megamarsch
Und da bin ich dann 50 Kilometer durch die Stadt gelatscht. Da waren bestimmt auch viele HSV-Fans dabei. Neben dem Fußball gibt es beim HSV aber noch vieles anderes zu erleben an Sportarten, kann ich Ihnen sagen, und Ihnen erst recht, zum Beispiel ein Hockey-Feriencamp, das jetzt wieder hier. Tja, da ist bestimmt auch das eine oder andere plattdeutsche Talent dabei gewesen unter den Hockeyspielerinnen und Spielern. Wir haben weiterhin bei uns Benita Brunnert und Gesche Scheller, zwei absolute Experten der niederdeutschen Sprache und Bucherscheinung. Liebe Benita Flünkenförde-Segel, wir haben eben schon von dir gehört, worum es in deinen Texten geht. Und wer das auch machen möchte, wer mehr erfahren möchte, kann auch zu einer ganz speziellen Lesung von dir kommen. Unter anderem am Mittwoch, den 27. August um 18 Uhr. Wo genau und was wirst du präsentieren? Das ist dann im Lichtwag-Saal in Hamburg in der Neanderstraße. Und da präsentiere ich eben auch all die anderen Geschichten, die es bei Flünkenförde-Segel gibt. Und da gibt es dann auch jede Menge zu lachen, zum Nachdenken. Es wird teilweise aber auch ein bisschen politisch. Also die ganze Vielfalt, die man eben mit der plattdeutschen Sprache genauso schildern kann wie im Hochdeutschen auch. Und ich glaube, das ist das Interessante, dass man das so ganz besonders dort erfährt. Wie läuft dieser Abend ab? Weißt du das? Naja, wie soll der ablaufen? Also, du bist die einzige Leserin und es sind andere Kolleginnen Nein, auch noch da? es ist Petra Wede mit dabei. Wir werden uns abwechseln. Wir werden uns vorher noch absprechen, wer welche Geschichten gerne machen möchte. Und dann wird es eben eine bunte Mischung aus eben heiteren, nachdenklichen Geschichten. Ja. Frau Scheller, ist die Benita auch Ihr Zugpferd in Sachen plattdeutsche Geschichten oder Bücher? Also das sind jetzt die ersten Geschichten, die wir von Benita veröffentlichen. Sie ist ja sehr bekannt in Hamburg und Norderstedt und Umgebung. Ist sie aktiv, hört man immer wieder auf 90,3. Ja. Ich denke, dass diese Frauen, die in diesem Buch sind, alle sehr gleichwertig sind. Das sind ganz unterschiedliche, auch vom Alter her unterschiedlich. Ja. Wir wollten ja auch gerade präsentieren, dass es nicht nur eine Sache gibt im Niederdeutschen, dass man immer nur auf den Schenkel klopft und sagt, ach, was war das wieder schön und lustig. Und sie haben ganz unterschiedliche Perspektiven eingenommen, diese Frauen. Insofern ist das, glaube ich, eine sehr gute Mischung geworden. Ja. Ich habe letztens mal gehört von einem plattdeutschen Theater, das gesagt hat, Mensch, wir spielen nicht mehr nur konsequent platt, sondern wir haben einige Passagen bei uns in dem Stück auch auf Hochdeutsch, damit es die Leute verstehen, weil immer weniger Leute würden sonst ins plattdeutsche Theater gehen, weil sie es nicht verstehen. Können Sie diese Einstellung teilen oder haben Sie auch solche Erfahrungen machen können? Haben Sie davon gehört? Davon haben wir gehört, ja. Wir teilen sie nicht im Verlag, weil wir haben einige Sprachbücher zum Spracherwerb. Diese Bücher sind sehr, sehr gut, werden die frequentiert. Ich frage mich, warum die Leute Sprachbücher kaufen, um die Sprache zu erlernen natürlich, und gehen dann eigentlich in ein plattdeutsches Theaterstück und hören dann die Hälfte Hochdeutsch. Ja. Das ist ja in Ordnung, also Hochdeutsch muss es ja auch geben. Aber ich denke, dass die Leute, gerade auch Kinder werden in den Schulen dazu gebracht, in Modellschulen daran teilzunehmen. Und das nimmt zu. Es wird in allen Bundesländern eben die Sprache auch vermittelt. Und es nimmt einfach zu. Also wir machen da merken nicht, dass es weniger wird. Benita, wie ist das? Ich würde das absolut unterstreichen. Man merkt auch gerade im Internet, in den sozialen Medien oder digitalen Medien ja korrekterweise, immer mehr, dass Plattdeutsch an Coolness gewinnt. Immer mehr junge Leute sprechen es oder wollen es lernen. Wir haben eine absolute Vorreiter, auch mit einer Lisa Wrogemann, die jungen Leuten auf sehr moderne Art und Weise Plattdeutsch näher bringt. Und insofern, glaube ich, wird es mit dieser Sprache noch lange weitergehen. Sie wird sich verändern, wie auch das Hochdeutsche, aber es geht weiter. Das ist eine gute Botschaft und eine noch bessere ist, dass wir 2 dieser Bücher jetzt verlosen wollen. Flünkenförde-Segel. Sie haben gesagt, Mensch, wir stellen diese beiden Werke zur Verfügung. Also wer eines gewinnen möchte, schickt uns eine E-Mail an gewinnspiel@nora4.de und schreibt, warum genau er oder sie diese plattdeutschen Geschichten gerne haben möchte. Einzelner-Schluss ist dann der kommende Montag, das ist der 18. Kurz nachgerechnet stimmt, der 18. August. Mensch, wir sind schon wieder fast durch mit dem Monat. Wir sind auch fast durch mit der Sendung. Ich gucke mal, nö, wir haben alle... Doch, Plattdeutsche Buchmesse, wollte Frau Scheller noch was zu sagen. Ja. Im November, ganz kurz. Genau, 8. 9. November
immer ab mittags um 12 an den beiden Tagen bis 17 Uhr und zu jeder vollen Stunde wird es plattdeutsche Autorenlesungen geben. Schon mal. Und Benita ist auch wieder dabei. Freuen wir uns drauf, schon mal vormerken. Wir werden Sie aber auch noch vorher drüber informieren. Liebe Frau Scheller, liebe Benita Brunner, Dankeschön, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren. Alles Gute weiter mit der plattdeutschen Sprache. Und das war's mit Nach Bayern on Air für den Wochenauftakt. Wir sind am Mittwoch wieder für Sie da. Bis dahin, Ihnen eine gute Zeit und tschüss.